Tja Leute, heute brennt nicht nur die Leidenschaft, sondern auch wir selbst. Obwohl, nein, wir brennen nicht, denn wir haben das Anti-Feuer-Set. Haha. Willkommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Auf dem Kopf vom Drachen Eldra. Ja, und ich dachte mir einfach so, hey, warum da so kompliziert ihm hinterher fliegen, wenn ich da einfach stattdessen hin mich teleportieren kann und dann ihm gegenfliegen kann, ne? Ist natürlich viel praktischer. Und jetzt muss ich einfach noch das Ding schnell holen. Noch schnell vor allem, ne? Ist ein bisschen doof so. So, jetzt aber. Eldra klauen, endlich. Im Flug geholt, perfekt, was willst du mehr, wa? Wo bin ich denn jetzt? War ich ja schon mal? Ich habe überlegt, ob ich schnell ein Ding wechseln will, mein Set, aber wohl. Hallo? Das war nur das normales Licht hier. Super. Okay, okay. Oh, da trainiert jemand. Wer ist denn da oben? Hallo? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Unterwäsche, sonst nix. Ach nee, das sind die Typen. Die Unterwäsche-Freaks. Weg da. So, Freunde, in der heutigen Folge haben wir, wie schon mal erwähnt, noch einiges zu tun. Einiges vor. In diesem Vor. Ich guck mal ganz kurz hier. Da ja unser Gleiter, also unser Hoverbike besser gesagt, in der letzten Folge einen Abflug gemacht hat, da wir quasi weg waren, die wir da aus der Höhle wieder zurückgekommen sind, da dachte ich mir so, oh, komm, können wir eigentlich ganz kurz das Ding holen, weil, wird in der Prüfung drin sein? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, das können wir uns direkt holen. Und dann geht's, letzte Folge schon mal angemerkt, ab in den Himmel, kurz hier oben zum Gucken, was wir machen könnten. Theoretisch, ja, eben, auch die Quests in Akala, also vor allem die mit der Mutterstatue, weil wir gerade die Klaue geholt haben, vom Drachen Eldra. Aber dann dachte ich mir so, ist zwar schon cool, dass er das machen könnte. Wenn die Zeit noch reicht, machen wir es natürlich durchaus gerne. Aber ich könnte es mir noch aufsparen für später, wenn wir die Klauen der anderen Drachen haben, damit das alles kombinieren kann. Macht irgendwie auch Sinn, oder? Also quasi die ganze Mutterstatuen-Quest in einer Folge. Was? Oh nein, das ist nur so ein Stärke-Ding. Und ich dachte, weil wir den Weg zum Schrein schon gemacht haben, wir dann alles schon... Okay, okay, gut. Komm, sowas schaffen wir. Erstmal kurz einen Überblick verschaffen, was hier eigentlich so abgeht. Wo? Also. Haben wir uns gar nicht gesehen. Ja, dann drehen schon alle durch. Wow! Ernsthaft Zeitbomben? Ich finde es zwar ein bisschen übertrieben, aber okay. Wenn sie unbedingt so machen wollen, warte mal. Hat richtig gesehen, ich habe hier... Ja, okay, ist ein Großschwert. Damit wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt hantieren. Andererseits, warum auch nicht? Warum könnte man ja selber einsetzen? Sag mal! Überall her kommen die Typen.
kann sonst eh nichts, wa? Nicht viel zumindest. Oh. Der Versuch, Alter. Au, 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 au. Oh, coolen Bogen, aber ich habe keine Pfeile. Doch. Hä? Will nur noch einer oder was? Das kann ich ja kaum vorstellen. Du, 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 du. Ist aber so. Ich einfach als dachte. Ja, weil ich habe keine Rüstung angehabt und so und deswegen, wenn wir natürlich ein bisschen was eingehauen haben, dann tut's weh. Aber andererseits muss ich sagen, die ganzen Zeitbomben und so, die sie auch mitgeschmissen haben, da bin ich eigentlich auch relativ easy ausgewichen. Da habe ich auch noch einige, die ich hätte selber auch nutzen können. Aber die meine Dinger da irgendwie schmeißen müssen, wa? Naja. Okay. Den Schrein haben wir durchgemacht, eigentlich eher unfreiwillig, aber wir sind relativ gut durchgekommen und vor allem schnell. Ein kurzer Zauberstab, nein, danke. Obwohl, da muss er mitnehmen, weil sonst ist eine Truhe hier wieder voll, sag jetzt mal. Nehmen das kurz ab. Denn ich will ja, dass die Schreine erledigt sind und bei solchen Items sage ich mir einfach ganz ehrlich, scheiß drauf. Übrigens, Marshall ist zurück. Ich habe auch schon überlegt, ob er da wieder irgendwie was draufpacken soll, aber solange das Teil so schnell kaputt geht. Gut, es geht weniger schnell kaputt, wenn man was draufpackt, da ist so. Aber trotzdem. Vielleicht wieder, wenn ich irgendwie weiß, okay, jetzt gehe ich gegen einen starken Gegner, so spitzen gegen die. Aha, stimmt, wa? Wollen uns bald ja um die Monster Nakala kümmern. Da war ja noch was. Achso. Naja, war so eine Überlegung wert. Gut, also ein Schein hier werden gemacht. Da muss ich vermutlich irgendwie hier durch. Oder irgendwo anders durch, kein Plan. Muss mal gucken, wie ich denn da durchkomme. Was ist hier? Achso. Das ist schon so lange her, Leute. Ich wusste gar nicht mehr, dass es noch was gab. Die anderen Schreine werden auch irgendwelche Prüfungen sein. Deswegen. Da ist noch ein Ding. Deswegen lassen wir die fürs erste Mal noch. Teleportieren wir kurz hier hoch. Und dann. Ja, natürlich werden wir uns wieder ein Hoverbike zulegen und dann geht's ab in den Himmel. Wenn wir hier ein bisschen den Himmel von Eldin angucken, weil der ist ja nicht so groß, aber gesehen. Generell will ich den Himmel so gesehen gerne mal ein bisschen abschließen. Also vor allem auch deswegen abschließen, weil wir haben es eigentlich relativ selten gemacht. Ja? Klar, am Anfang, da war es auch von der Story her und so, mussten wir auch machen, gar kein Thema. Und es hat auch Bock gemacht, aber irgendwie... Wow. Und vor allem, außerdem wir jetzt uns gesagt haben, hey, jetzt sind wir da im Untergrund gewesen und haben den ein bisschen erforscht. Und der Himmel ist eigentlich schnell abgegrast, sag ich jetzt mal. Ne? Und deswegen denke ich mir so, am Himmel zu gucken, was es so gibt, macht sicher Sinn. Ja, vor allem, wenn man es im Vergleich da mit dem Untergrund oder so. Es sind nicht so viele Orte und viele haben wir schon gemacht, gerade hier drüben überall. Hier auch schon einiges, hier über Kalo fehlt auch noch was, da werden wir natürlich auch bald schon mal machen. Oder hier noch ein paar Dinge, hier
wo wir eigentlich auch nicht unbedingt mit den Türmen hinkamen, sondern wo ich halt hinfliegen müsste. Hier war ich auch schon mal, da war der Griot-König. Da gibt es noch ein paar Inseln und so. Also am Himmel gibt es sicher nicht mehr so viel zu tun, wie es zum Beispiel noch im Untergrund wäre. Okay. Ja, da hat vielleicht Wetter was, aber sah jetzt nicht so aus. Oh, das wäre krass. Weil der Typi, da ist ein stärkerer Kollege. Obwohl, einen Delta-Krieger haben wir schon, wa? Das ist kein Elite-Ding, okay. Aber warte mal, tauscht trotzdem aus. Mist, das Ding zerbricht auch noch. Das ist nicht gut. Ja, die Waffen mal perfekten Ausweichen zerbrechen ist das doof. Da muss ich mal gucken. Am besten gegen so einen Fels-Octorok, wa? Weil der repariert die Waffen ja wieder. Kriege vielleicht einen anderen Effekt drauf, das könnte sein. Also beziehungsweise den, wie sage ich das jetzt? Den generellen Boost oben dran, ne? Das Angriffskraft plus plus und so. Weil hier fehlt eh noch einer. Gut, das ist das Problem, wenn ich den wieder repariere. Gut, ich kann ihn wieder runterschlagen, bis er kurz am Zerbrechen ist. Aber es wäre eigentlich nur so eine Idee. Dass ich eben sage, hey, geht zu diesem Fels-Octorok, ihr werdet die beiden Waffen reparieren. Der ist klar, weil wir brauchen für einen versteckten Angriff. Bei perfekten Ausweichen, der ist ganz cool. Und den, ja, wenn er wieder irgendwie auch so ein plus 7 drauf kriegt, wäre natürlich auch cool und sonst einfach einen anderen Effekt. Dann hat er immer noch seinen eigenen Effekt oder das Gardeschwert und der natürlich auch cool. So. Der Wächter der Kiste. Ein Wille der Weisen. Ah, die sind hier oben. Cool. Also unter anderem, ne? Gibt ja ein paar. Ich meine, es sind irgendwie 4 Weisen, es müsste 16 von den Dingen hier geben. Wir haben bis jetzt 7. Das heißt, der Himmel ist jetzt nicht so, also gibt nicht so viele Inseln auf dem Himmel. Also müssen die anderen Dinge ja auch relativ bald haben. Können ja einmal einsetzen, mal gerade mal so, denke ich mir bei Tulin. Natürlich cool oder auch bei ihm, sobald er hier ein Weiser ist, weil ihr habt das Gefühl, von dem, was ich jetzt so gesehen habe, von den Fähigkeiten, sind das die beiden, die uns am meisten bringen. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, Die Anweisen wie Sidon sind natürlich auch cool, aber es ist schon was anderes, wie du auch ihre Fähigkeiten einsetzen kannst. So, von dem her haben wir hier eigentlich nur den Willen der Weisen gehabt. Die Dinge sind auch so klein, da wird ja kaum etwas drauf sein, oder? So Mini-Inseln. Trotzdem mal abklappern. Na, schaden kann sie nicht. So, also, nachher wir von Südakala, da muss er sich auch noch hin. Da ist klar, wird sicher auch ein Schrein und so sein. Ich fliege mal in die Richtung hier. Jetzt Schreine drauf sind, glaube ich, zwar eher weniger. Vielleicht sind noch irgendwelche von diesen Gebilden drauf. Ich glaube, irgendwie da drüben ist noch einen. Das sind ja die Gebilde, die wir brauchen für Dings. Für die eine Kakariko-Quest. Nicht Kakariko-Quest, für die eine Shika-Quest, besser gesagt. Dann geht doch irgendwelche diese Denkmaler so überall zu finden, wobei es so eine Insel, wo so ein Bauteil hat, damit er rüberfliegen kann oder so. Oh, nee, Moment, da hat es eine Truhe drauf.
Nein! Ah, Mist. Nein! Was machst du da, Link? Das gibt's doch einfach nicht, hey. Link, du bist manchmal so bescheuert. Jetzt wollte das schön drauf und... Ja, ja, ist gut. Oh Mann, jetzt geht das wieder los, ey. Und vor allem links sollte einfach hochklettern. Was macht er? Er ist einfach plötzlich los. Und, wenn es zu steil wäre zum Klettern, weil er halt irgendwie schräg rüber will oder so, ja, dann kann er auch vor irgendwas von sich geben. Und einfach sagen, oh, ich habe keine Lust mehr. Ah, dann kann ich von hier aus starten. Mein Ding hier bringt sowieso nicht viel. Warte mal, dann machen wir es anders. Ich habe nicht mehr viele von Ventilatoren, das heißt, wir machen es einfach nur mit den Lenkelementen. Da brauche ich immerhin, brauche ich zum Glück nicht ganz so viel Sonanium, um das Teil zu bauen. Das war eben noch viel, aber sparen wir ein bisschen was. Und wieder rüber. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ist halt schon cool, wenn du einfach so rüberfliegen kannst. Obwohl ich eben auch die verstehe, die sagen, das macht das ganze Spielkonzept oder Spiellaune und so, macht es kaputt. Dem würde ich vielleicht zustimmen. Ich meine, muss natürlich jeder noch für sich selber entscheiden. Grundsätzlich würde er dem zustimmen, wenn, in Anführungszeichen, ganz großes Wenn wir es so gemacht hätten, dass wir von Anfang an das gemacht hätten. Haben wir aber nicht. Am Anfang Himmel war natürlich schwieriger ohne weiteres. Wir konnten natürlich nur auf der Startinsel da irgendwie was machen. Danach sind wir über die Türme hoch, oder das irgendwie gar nicht möglich war. Was gar keine große andere Möglichkeit überhaupt hast, ne? Und insofern glaube ich, kann man schon sagen, ja, das war eigentlich recht vernünftig. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal mehr oder weniger zum Ende des Spiels sind, ich sage jetzt mal eher so zweite Hälfte oder so, und halt dann alles schon ein bisschen aufgedeckt hast und weißt, wo irgendwie was liegt, aber du ja, einfach keine Lust hast, doof gesagt, da irgendwie komplizierte andere Gebilde zu bauen, damit du da irgendwie schnell rüber kannst. Dann ist es eigentlich völlig legitim, also. Naja, ist meine Meinung. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden. So, machen wir halt den hier. Dass ich gerade ein bisschen zu hoch bin. Ja, zu tief bin ich kaum. Da blickt jetzt hier noch ein paar Dinge. Ja, von da komme ich her, da ist auch klar. Ich von da auch starten können, ne? Und ich kann von da und dachte mir, okay, jetzt fliege ich da rüber. Aber ja, ich glaube, er war gerade wesentlich zu hoch, wa? Ich fliege jetzt auch nicht mehr ganz die Richtung, die ich vorher hatte. Eigentlich ist er ein bisschen darüber, aber trotzdem, der... Gut, von hier ist natürlich schwieriger. Ja, komm, ich fliege jetzt auch mal ein bisschen nach unten und dann gucken mal, wo ich ungefähr aufschlage. Sieht wir hier fast wieder nach einer Arena aus. Da drüben eigentlich auch schon fast noch ein bisschen. Da sind wir jetzt in irgendwelche Kriox oder so hier.
Hm. Diese Höhenunterschiede gibt es noch. Übel, ey. Ah, ja, jetzt sehe ich es. Ja, definitiv zu hoch. Junge, Junge. Also, so einer, ne? Da ja gar nicht hin. Was war denn da für ein anderes Gebäude, was er hier noch irgendwie gesehen hatte? Was ist Archipel von Südakala? Hm. So ein Block-Ding, da habe ich aber gar keinen Bock drauf, hat er gesagt. Sogar ein Gamma. Die Gamma-Variante. Die nervige also. Cool, wenn sie ab und zu mal noch einen Schrein geben würde, ganz ehrlich gesagt. Gut, jetzt sind wir Richtung Akala, da wollte ich eigentlich sowieso hin von den Quests her, also von den Sidequests her und so, und da hoch sowieso auch noch. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, hä? Also erstmal darüber zum Gucken, nachher dann da hoch, weil da ist ein Schrein sicher von hier aus schon. Und man kann ja den schon mal aktivieren und dann, wenn irgendwas mit da unten zu tun hat, weil da wird es dann irgendwelche Schreine geben und so. Aber sonst war es in die Dinger, kennen wir noch aus Breath of the Wild, da waren ganz kuriose, kann ich gerade sagen, Labyrinthe. Kann ja einfach runterspringen von da. Oh Mann, wir haben noch so viel zu tun. Also rein was Sidequest betrifft, ne, und erkunden. Weniger was die Hauptstory betrifft. Deswegen bin ich ein bisschen mehr rauszögern mit dem 4. Tempel, weil wenn man uns denkt, ja, nachher ist vorbei. Also mehr oder weniger, ne? Natürlich ist noch der Endkampf gegen Ganondorf. Da kommt nochmal was irgendwie. Das Kleine zum Beispiel, aber viel wird nicht mehr sein. So, was hole ich mit dem Teil also nach oben? Eine alte Karte für den Untergrund. Hä? Okay, das ist natürlich praktisch, ja. Genau dort, wo ich sowieso noch hin muss. Eine Art Schatzsuche mäßig. Deswegen, ja, ich bin halt auch ein bisschen überlegen mit dem Untergrund, ne? Will ich erst den ganzen Himmel machen, den Untergrund, wegen Karten halt. Oh, ich hoffe, das so. Da war ich jetzt gerade ein bisschen übermütig. Ich kann es ja noch weniger machen, wenn man das hier kann. Nur sowas hier, ne? Und damit kann ich auch nichts machen. Aber eben, wir haben hier schon mal eine Karte, das ist schon mal sehr, sehr gut für den Untergrund. Wäre das vielleicht etwas, ne? Mission Himmel komplett machen, nachdem wir den Feuertempel gemacht haben. Bevor wir uns dann noch um die Quest zum Eldin kümmern. Also ein bisschen parallel, aber bevor ich halt wieder in den Untergrund gehe. Also erst den Himmel abschließen, dann den Untergrund. Was heißt abschließen? Das klingt immer so, Himmel abschließen. Aber wenn ich sage Himmel abschließen, meine ich jetzt nicht, wie zum Beispiel, dass ich einfach reingehe, hier in das Gebäude schon abschließen, dass ich zumindest hier einen Teleportpunkt habe und weiß, so, das wird irgendwas Wichtiges sein. Wenn ich da zurück muss oder zurück will, kann ich mich einfach zurückporten.
Oh nee. Ein Portal zum... Was ist denn das gerade? Oh nein. Ja, ich merke es gerade. Gravitation ist unser Freund. Hui. So, hätten wir das. Und hier will ich auch mal kurz gucken, worum es überhaupt gehen würde. Oh, das hatten wir länger nicht mehr. Du, der dieses Labyrinth des Himmels betreten hast. Betreten nicht schneller davor. Wohin die Ringdrachen harren der Ankunft ihres Erweckers. Okay. Hatten wir damals... Was ist gerade die erste oder zweite Folge? Ne, zweite Folge war es, glaube ich. Und Let's Play, wo es darum ging, wir sind zu schwach und also unser Arm war noch zu schwach. Okay. Na gut, wenn ich sowieso nichts hier machen kann, gehen wir wieder. Trotzdem ein bisschen krass. Ein bisschen merkwürdig, ne? So, als nächstes da unten. Ja, noch da kam ja gerade. Dann hatten wir schon, könnte mal darüber gehen. Also, oder darüber, ne? Was sind jetzt die Dinger? Ach, die, wa? Tja, der Himmel hier, ne? Der Himmel. Ist ein seltsamer Himmel. War schon in einem Gebiet dazu, was da drüben. Was man damit auf sich hat? Soll der erst von oben reinfliegen, um oben was zu machen? Oder erst durch dieses seltsame Ding oder erst unten? Kann natürlich auch sein, dass er erst unten was machen muss. Wir werden es noch erfahren. Irgendwann werden wir das erfahren. Oh, ich sehe schon. Den Stein hier herbringen, wa? Ja, das habe ich so einen Quests, die wir nach Nakala machen wollten, wa? Weil das wird jetzt eher nichts mehr in der Folge. Wir müssen jetzt direkt runter und so. Und ich denke mir, ja, jetzt bin ich schon mal so schön hier oben. Nochmal so ein Ring da drüben. Oh. Das war knapp. Ein Kapselspender. Mal gucken, was du für schöne Teile ausspuckst. Natürlich nicht das, was ich unbedingt wollte. Nein, natürlich nicht. Also fürs Hoverbike bräuchte. Das Ding macht irgendwie auch nichts gerade. So, aber ich hätte hier schon mal... Naja, einen Schrein, einen halben. Jetzt zumindest mal einen Teleportpunkt. Bringe den Kristall da, dann darfst du was machen. Schrein auf der Steinbruchinsel. Name ist Programm, wa? Hä?
Ja, natürlich, warum nicht noch weiter oben? So, dazu, was ist hier? Alles auf derselben Insel hatten wir jetzt auch selten. Ja, eine schöne Stoßbewegung. Manch einer liebt sowas. Kein Brennset mehr. So. Da oben war. Diese Quest sollte ich woanders hin, aber wir gucken mal, was da oben gibt. Das hier macht sogar irgendwie Sinn, wa? Weil mir eigentlich ist Sinn daran, dass ich mir einfach so hochschießen lasse. Das heißt ohne mein Hoverbike. Also, der Vögel. Das nächste Ding wäre dann das hier. Da wird es nochmal so eine Vorrichtung geben, wo ich mich hochschießen kann. Aber zumindest. Ja. So wenig los war. Ja gut, ein paar Insekten. Wenn ich ein bisschen anschleichen würde, könnte ich einfach noch ein bisschen was farmen. Wo? Hä? Wieso? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä, ist er da drüben? Ah, vielleicht der da oben gefunden. Das könnte auch sein. Ja, da oben ist einer. So. Dann dahin und dann käme ich irgendwie auf Umweg nach darüber. Ja, ich weiß, er ist auch sauer, weil ich irgendwie alles falsch mache. Wer kann es ihm verübeln, wa? Apropos verübeln. Was geht denn hier drin so ab? So ein Konstrukt kennen wir ja auch. Also zumindest theoretisch. Da muss ich irgendwie was sehr, sehr Schweres draufpacken, aber wie? Dann ist auch wieder so eine... Ah, ich hasse diese Kuben. Also ist nicht ein Kubus, es ist ein Würfel. Würfel sage ich schon. Eine Kugel, also kein Kubus, sondern eine Kugel. Aber, ja, den irgendwie einen Mechanismus, da gibt es ja auch oberhalb der Zora, gibt es ja auch so einen, wo ich gefühlt irgendwie die Hälfte gemacht habe. Muss man irgendwann mal darum kümmern, um die beiden.
Soll ich hier irgendwas reinschicken? Das ist die andere Frage. Natürlich sein könnte, dass... Wobei, wäre ein bisschen hoch, war. Ich habe überlegt, wenn ich mich da unten mit dem Mechanismus hochschießen würde, dass ich rein durch die Schwerkraft hier das halt runterdrücken könnte. Aber irgendwie nichts, um schwerer zu werden. Kann man nach unten durchfliegen und dann noch irgendwas sehen, aber wenn wir jetzt auch wundern. Nee, auch kein zweiter Eingang. Hätte auch sein können. Wäre so ein bisschen fies gewesen tatsächlich, aber sein können. So, apropos sein können. Ich war mir immer noch, wie ich das Teil nachher da runterbringen soll. Oh, du bleibst hier. Sehr schön. Ich weiß nicht, muss ich vielleicht den Wurf für die Kugel dort das irgendwie miteinander kombinieren? Brauche ich vielleicht einen Stein da drauf oder ist das was anderes? Das ist was anderes, ne? Da wäre jetzt irgendwie ein bisschen schräg, finde ich. Das so ein bisschen Kombo-like machen müsste. So, nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen sie sowieso mit Leuchtrüstung noch, unter anderem. So, Felsam ist zerbrochen, aber ich habe noch einen. Keine Sorge. Ich habe den hier auch noch. Um neue Felshammer oder Felsspalter holen, ist auch nicht so das Problem. Deckt alle drei, okay. Das könnte sich doch noch lohnen. Oh, Moment, alles schnell wegstecken. Dann ganz vorsichtig liegen, hier, hier noch runterfällst. Wäre nicht das erste Mal, Kumpel. Jo. Relativ simpel jetzt, oder? Ich habe zwar immer noch nicht das Ding mit der Kugel gelöst, tatsächlich. Das Rätsel, was er dort draufpacken soll. Aber egal. So. Ich werde dann noch irgendwie so Rauchsegel und sowas sagen, was ich direkt abholen kann. Da aber nachher ziemlich sicher mein Ding hier verschwinden, wenn ich wieder rauskomme. Lass das mal. Die Kugel werden wir zusammen mit der ihm zureichen anderes mal machen. Was sagt die Karte? Was der Part sagt, weiß er bereits, muss ich gar nicht erst gucken. Wir gehen also zum Archipel in Südakala. Da ist auch hier in die Ecke direkt. Weil, wisst ihr was, mir fällt gerade auf. Ich mein, oh, Sternschnuppe. Ich meinte von wegen, oder hat irgendwie eine Vermutung geäußert, von wegen, ja, wenn ich dann
Eigentlich schon mal, wieso ist der Block schon draußen? Die Mutung war also, dass wenn ich dann den Feuertempel gemacht habe, dass es storytechnisch nicht mehr so viel zu tun ist und so, ne, wäre irgendwie schade. Aber, ich habe noch nicht das Problem mit Ding gelöst. War ich ja schon mal? Ich wundere mich nur gerade deswegen, weil hier irgendwie, weil er schon aktiv ist, oder ist der immer aktiv? Beta-Ding. Es geht nämlich um die Dinge in Kakariko. Weil die haben wir auch beinahe vergessen. Gehen wir darüber. Denn es wurde explizit erwähnt, dass wir die einen dieser Kranzruinen auf Befehl von Prinzessin Zelda nicht betreten dürfen. Aber trotzdem wirkte es ja so, als wäre die Quest noch nicht vorbei. Vielleicht geht die in Kakariko weiter? Sobald ich dann tatsächlich die anderen Tempel alle gemacht habe. Wow. Eine coole Sliding-Runde. Linky Boy. Okay, hier ist nicht viel. Im Gegenteil sind auch noch ein paar Dinge, die ich holen könnte. Noch eine Truhe hier, nix. Ist mal schwach. Ja, also vielleicht haben wir dann, haben wir den vierten Tempel bereits gemacht haben, dann noch ein bisschen was in der Story zu tun. Wir müssen uns nicht nur noch mit Sidequests, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, rumärgern. Rumärgern klingt so doof, es ist natürlich so, für mich selber zum Spielen ist es nicht so das Problem, weil es mir trotzdem interessiert, zumindest das meiste hier. Aber so als Let's Play, wenn ich halt nur noch Sidequests mache, und vielleicht, ich meine, die Episoden gehen ja auch noch, die sind irgendwie noch cool. Normale Sidequests, eben sie vielleicht schnell mal, schön, machst du die und dann. Huch. Was ist denn das jetzt für ein Konstrukt? Oh. Der ist hier für einen anderen Schrein dort. Das wäre dann das rauszuteleportieren, oder rauszuschicken quasi. Ist hier noch ein Nagel dran. Problem ist halt, ich kann hier hin und her schieben, was ich will. Das, an dem hier ändert sich ja nichts. Hä? Ist das bloß offen? Krass. Kann vielleicht die andere Kugel dort bei den Zoras auch so auf die Art? Übrigens wegen der Folgenlänge, bitte nicht wundern, die wird ein bisschen länger sein heute. Da ich jetzt tatsächlich das noch, das mit dem Südarchipel hier im Himmel gerne noch abschließen möchte. Das hier unten, das sparen wir uns dann tatsächlich auch für nach dem Feuertempel. Also nächste Folge habe ich eigentlich schon geplant, sind wir sicher, dass wir uns einen Feuertempel aufmachen. Das heißt aufmachen, wir waren ja schon dort. Also warte mal. Hä? Ja, clever, ne? Jetzt kommen wir natürlich hin, jetzt mal raus. Kann die Frage bleiben, ne? Wie soll ich in die untere Ebene kommen? Ja, es geht ja nicht, ne? Ich dachte gerade, umgekehrt geht es ja nach dem Deckelsprung, aber das Problem ist, ich komme hier gar nicht raus. Ich kann die Kugel nur von innen her bewegen. Wenn es außen ja auch gehen würde, okay, kein Thema. Aber der Trick klappt hier leider nicht. So. Das ist die Frage. Ich habe das Teil jetzt hinten vorne dran. Komme ich so? Reicht das? Weil es ist ja trotzdem eine gewisse Schwere, sage ich jetzt mal. Nein, ich komme ja so nicht raus. An dem Trampolin da rausschicken geht schon. Wo will ich das? Nee. Was man auch versuchen könnte, ist, was passiert. Wenn ich das Ding hinten drauf packe. Ich kann sogar einen anderen Winkel so einstellen. Dann schenken wir das Licht aus der Finsternisband. Aha. Nicht nur der Schrein kann das sagen, sondern der Kristall selber auch. Ja, gut.
fast. Aber fast, ja. War jetzt eher so, dass ich gesagt hätte, ja, könnte klappen. Nee, ich kann mir tot, das ist das Problem. Er müsste auf derselben Höhe sein, hätte eine Chance. Tatsächlich. Und ja, ich weiß, ich kann das Konstruktor probieren, aber... Oh, wir haben noch einen lustigen Ort hin. Also warte mal. Achtung, Quack, der Buchpilot kommt! Oh, scheiße. Die Schreinposition war nicht mal aktiv. Nein. Ja, und ich hätte es irgendwie geschafft. Warum bin ich da irgendwie nach links abgedriftet? Kein Plan. Wenn nach rechts gegangen wäre es super gewesen. Aber nein, muss man wieder übertreiben. Genau die Nachbau mit dem Kristall drauf. Den Fake-Kristall ans Ziel bringen. Genau, das wäre es noch. Das Hunting ist da oben, oder? Okay. Die andere kleine Insel, die wir da von der Kugel aus gesehen haben. Okay. Ich gehe jetzt erst zum Schrein, aktiviere den, damit ich mal schneller wieder mich zurück teleportieren könnte. Und dann holen wir die Kugel. Und diesmal mache ich es ein bisschen einfacher und schiebe die Kugel einfach rüber mit der Ultrahand und fertig. So. Was Irrsinniges wie eben gerade. Die Kugel ist wieder verschoben war. Schade, dachte könnte auch so bleiben, wie sie gerade ist. Das wäre halt auch etwas, du schiebst die Kugel auf so rum und denkst, ja, jetzt passt es, damit ich irgendwie unten rein kann und teleportierst dich halt woanders hin. Aber gut, wenn das halt nicht funktioniert oder das Spiel sich sagt, nö, will ich so nicht, dann ist natürlich scheiße. So, habe ich hier noch ein paar Gegner, zufälligerweise. Das sieht hier irgendwie so leer aus. Das Ding ist schon aktiv, wa? Ja, eben das hier ist aktiv, aber der Teleport-Ding noch nicht. Was zum... Was? Ich kann nicht aktivieren? Was ist denn das für ein Bug? Ja, nee, ist klar, weil ich jetzt zuerst da drüben war. Kann ich jetzt keine andere Funktion mehr aktivieren. Lass mich raten, das wurde später mal hinausgepatcht. Da ich noch Version 1.1 spiele, aufgrund des Duplizierungsglitches, des ersten, naja. Das ist noch keine Option für mich, weil die anderen Dinge, die anderen Glitches, die man so nutzen kann, auch in neuesten Versionen, ja, die kann man machen, aber die finde ich persönlich eher noch ein bisschen zu mühsam. Und mit dem, den ich ja nutzen kann, noch ein bisschen angenehmer, wobei eben, ich setze mittlerweile so selten ein, das ist halt nur, wenn ich schnell sage, okay, vielleicht als Beispiel beim Upgraden, ne? Ich bin gerade bei der großen Buffet und sage mir, okay, ich brauche davon noch 2 Stück. Irgendwie von, keine Ahnung, von Fledermausflügeln oder so.
dann ist man zu mühsam, schnell noch ein paar Fledermäuse zu holen, weil man denkt, du, das Spiel dauert schon so lange. Und lange genug, da, ich glaube, das Spiel verzeiht man dann, wenn die irgendwie sagen, nee, komm, dann publiziert das mal schnell. So. Also wir haben gesehen, wie es eigentlich funktioniert, war? Reinfliegen, richtige Position auswählen, das Teil rüberlegen, den Kristall nicht auf den Gleiter drauf, oder das Hoverbike besser gesagt, weil das wird dann fehl. Das war knapp. So. Das heißt, ich muss den ein bisschen nach rechts verschieben. Beziehungsweise eigentlich so. Nein. Ein nach unten war. Das Feintuning von dem Teil noch interessant. Jetzt ist halt die Frage, ne? Reicht das rein von der Länge her oder? Also von der Reichweite her, ob er das Teil einfach rüberschicken kann. Als hätten die Entwickler einfach an alles gedacht, war. Das Teil ja demontieren und mit einer längeren Treppe haben, ne? Wäre auch eine Variante. Immer so wieder so wie vorhin. Es hat ja eigentlich, sag ich jetzt mal, funktioniert. Die waren nur irgendwie zu doof, richtig zu lenken. Ja, Leute, die Überlänge jetzt in der Folge ist mir scheißegal, wenn es eine 1,5 Stunden dauert. Ich muss mal ein bisschen Content doch noch, also ein bisschen Fortschritt, ne? Ein bisschen Progress, wie man so schön sagt, auch noch abliefern. Also, scheiß Fall, das erinnert mich immer an Varuta aus Breath of the Wild, das sind die Titanen. Also sowieso ein bisschen creepy, weil ich nichts gesehen habe. Junge. Nein, was ist denn jetzt? Vorhin ging es doch einigermaßen. Also, die konnte doch eigentlich relativ gut in Anführungszeichen abdrehen. So, mehr wollte ich ja gar nicht. Was eine Geburt, ey. Da war ich relativ weit, wa? Ja, was ist halt noch ein bisschen weiter weg. Na egal. Huch! Nicht ganz so aggressiv, bitte. Aber es ist interessant, dass ich den, ja, das den Teleporter nicht aktivieren kann, wenn ich den Kristall zuvor angerührt habe. Das Spiel sich irgendwie denkt, aha, er will zuerst das machen. Gut, dann deaktivieren wir auf eine Teleport-Funktion, bis er es zurückgebracht hat. Ich finde es schräg, aber ich finde es auch interessant. So, ein paar Sonnenfleckchen hier. Die waren es vermutlich nicht mehr, aber schauen kann sie auch nicht. Sekundation auch noch viele, ne? Und Himmelsvögel. Nein, einfach nur Geflügel.
sonst echt nichts, ne? Also, hier unten, das sagen wir jetzt mal Südakala, oder Archipel von Südakala. Auch sehr, sehr interessant, wobei ich eben noch gucken muss, was mit diesen seltsamen Würfel hier noch auf sich hat, dass man das anders so machen kann. Ansonsten haben wir hier ein paar neue Scheine, die man eigentlich auch machen könnte. Oder mal noch außen vor lässt momentan. Da hinten war ich noch nicht. Ich denke, da war so eine Kampfplattform, oder? Genau, da war doch irgendwie so ein Gamma-Konstrukt oder so. Muss man sagen, den Himmel haben wir soweit über Eldin und sogar Kala jetzt noch gemacht. Bis mehr als wir eigentlich wollte. Die Sidequest hier, die wir angemerkt hatten, ich glaube, die lassen wir jetzt fürs erste Mal außen vor mit der Statue der Göttin. Da macht mehr Sinn, wenn wir alle klauende Drachen haben und gerade alle Statuen zu machen. Also die hier, und gerade die Sidequest bei Eldin, Akala habe ich gesagt, die mache am besten dann, wenn wir hier das Ding gemacht haben. Das ist ja noch sowas, ja. Dann mache ich erstmal Junobo aus Coronia. Kommt man das schwebende Schloss, suchen nach Zelda, wobei, keine Ahnung, habe die vielleicht sogar erstmal ganz am Schluss abgeschlossen sein werden, keine Ahnung. Wir müssen dann das Mysterium um diese Zelda aufklären, ne? Also, wir selber wissen ja, dass es gibt jetzt, eigentlich gibt es 3 Zeldas im Spiel. Die eine ist die in Drachenform, das ist die echte Zelda. Die andere ist die Zelda, die, naja, sagen wir mal so. Solange schon hochfliegen soll. Warte mal, jetzt bin ich ja eigentlich schon hier, ne? Hä? Der ist schon wieder weg. Wie schnell geht denn das bitte? Und vor allem warum? Ich habe nichts gemacht, ich wurde nicht weggeschossen so. Ich war nicht so weit weg jetzt. Okay, war vielleicht doch zu weit weg. Egal, scheiß drauf, okay, schnell das Ding holen. Da kann es mir doch leisten. Nee, was wollte ich sagen? Genau, eigentlich 3 Zelda. Eine die echte, die momentan als Weißdrache unterwegs ist. Und dann haben wir noch die Zelda, die in ihrer normalen Tunika, sag ich jetzt mal, unterwegs ist, aus dieser Zeit, die wir auch schon zu Beginn des Abenteuers, sprich noch in der ersten Folge schon begleitet haben. Das ist auch die hier schön im Buch stehen. Die hier im linken Outfit, besser gesagt. Also die sich die Jäger verkleidet haben. Ne? Also wenn wir solche Jäger, wenn wir auf die treffen, sind es Jäger, die sich als Zelda verkleidet haben. Und wenn wir auf die treffen, die Kleidung trägt wie die Zelda rechts, dann ist es halt die Zelda, die von Phantomgunnern dargestellt wird. Haben wir auch schon mal gesehen. Ich finde das Medizin, okay. Aber das Ganze ist trotzdem seltsam. Ich meine, wir sehen sie immer wieder ein bisschen. Aber richtig aufgelöst in-game. Oder wurde das wirklich mal in-game aufgelöst? Das wirklich Phantomgunnern ist. Weil wir uns jetzt. Wenn was kann man mal. Zu Beginn des. Nein, ich beginne des Abenteuers irgendwie mal in der Mitte rum, ja. Das war noch nicht so häufig. Wir haben sie häufiger schon mal gesehen, oder eben jetzt gerade hier im Todesberg. Aber der Aufschluss davon, wer es wirklich ist, das hatten wir glaube ich noch nicht. Naja. Am Schluss ist der echte Ganon. Ganondorf, das wäre noch was. Ich meine, wer soll sonst denn außer so einem Phantom-Ganon-Verschnitt? Die haben wir wirklich schon öfters gesehen mit diesen ganzen Händen und so. Was bei dem Dekobaum, weil der war noch ein bisschen gesprächiger. Das ist auch egal. Also Leute, sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Dank trotz Überlänge, wie auch immer. Nächsten Part geht es zurück in den Todesberge, kann man schon mal dahin teleportieren, weil jetzt nochmal irgendwie Sidequests machen, nee, das bringt irgendwie auch nichts. Wir machen jetzt glaube ich sowieso eine längere Aufnahmesession und jetzt irgendwie Untergrund machen. Nee, komm, müssen wir ein bisschen hinmachen. Hier, Teleportmedaillon. Dahin teleportieren, umziehen und dann nächste Folge gucken, wie wir mit Junobo dann hier irgendwie den Feuertempel rocken können. Ich meine, bisher war es immer so, also die Fähigkeiten, die jeweiligen Charaktere brauchten, wobei bei Sidon, ja, doch, Wassertempel auch, nur war es wirkte doch ein bisschen fehlplatziert tatsächlich. Das war irgendwie bei, aktivieren, das war irgendwie bei Richu und Tulin was weniger aufgezwungen, also kam mir so vor, dass bei Sidon ein bisschen aufgezwungen wirkte. So. Das krasse ist eigentlich, Leute, ich brauche eigentlich nur das hier. Aber schon Brandschutz ja ausreicht. Aber komm, wenn schon, machen wir es richtig hier, ne? Wenn doch ein bisschen zu wenig Defense haben sollte, kann ich nur die Rüstung umziehen. Ist nur so. Ja, eine Option, wa?
Link, da bist du wieder, schnell! Jo, müssen wir. Nach der, eben wie ich gesagt habe, eigentlich, also muss ein Phantomganon sein. Wer soll es sonst sein? Aber du, lass uns überraschen. Und vor allem, wann ist überhaupt aufgeklärt, ne? Wäre so, dass dann plötzlich dann im Schloss Hyrule zum Beispiel, wenn plötzlich Ganondorf auftaucht und sagt, hey, komm zu mir. Ja, Mann. Egal. Unobo, Freunde, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Morgen in den Feuertempel. Hoffe ich. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Das ist so ein gleicher Tempel vom Aufbau und von der Größe wie die anderen, also nicht besonders groß. Vor allem bin ich auf den Boss hier gespannt. Es ist die vergessene Stadt Gropolis. Ein Feuerdrache, aber wir haben eigentlich schon älterer. Sonst irgendwie ein Skorpion, ein Salamander. Das wäre vielleicht die. Gut, Salamander wäre ein bisschen seltsame Anekdote an den Titanen. Aber rein theoretisch warum nicht? Kann man ja machen, wa? Ja, aber die Dinger kann man upgraden, wa? Beziehungsweise reparieren. Ja, wobei, das brauche ich sicher nicht gegen den Boss. Eher weniger. Maserschwert, das könnte ich noch machen. Ein Stück davon, na komm. Also ich nicht, ob er gegen den Boss hier überhaupt das Ding brauchen kann. Das Maserschwert, aber warum nicht, wir werden sehen. Nicht wahr, Junobo? Mhm. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao zusammen.